Bonjour, Leute, herzlich willkommen hier von Straßburg für eine neue Mission Blick auf Europa für den Doc-Kanal. Das ist so, dass ich mich heute hauptsächlich mit zwei Sujets beschäftigen will. Das heißt aber nicht, dass wir ausschließlich über diese zwei Sujets hier diskutieren. Au contraire, wir haben hier viel debattiert, viel aufgestimmt. Unter anderem auch das Budget, ein ganz wichtiges Dossier, wo wir in extremis eine Lesung gefunden haben, einen Akkord gefunden haben am Conseil. Aber op de Budget ginne ich nächste Woche mich konkret an mit meinem Kollegen Frank Engel. Das heißt, da muss ich dann für die Diskussion ein bisschen geduldig. Heute will ich so über Palästina, wo wir hier ganz viel geschwärzt. Wir hatten am November schon ein Kehr darüber diskutiert, über eine gemeinsame Resolution. Dann ist es an den Dezember Vertrag gehen, und das war dann, wie gesagt, 4 Gäste, wo wir darüber aufgestimmt haben. Mit einer ganz großen Majorität als eine gemeinsame Resolution von 5 Fraktionen hier durchgegangen. Bei 500 Stimmen zu 88, sodass er sieht, dass das Parlament ein deutliches Signal setzen will, für den Staat Palästina anzuerkennen. Den Staat Palästina anerkennen, aber das heißt auch, einerseits eine Zwei-Staaten-Lösung. Ich meine, wenn ihr seht, Staat Palästina anerkennen, dann geht es dort daneben Israel. Dann hast du die Zwei-Staaten-Lösung mit Jerusalem als Hauptstadt von den 2 Staaten, mit aber auch einer Sicherheit für den Staat Israel an, für allem, dass die Grenze von 1967 soll respektiert gehen. Das bedeutet ein ganzer Prozess, den da muss entlaufen kommen. Das bedeutet eigentlich den Friedensprozess, den erbrar ass den net richtig führen könnt, für den weiter unzutreiben. Und dafür meine ich, dass die Stimme vom Parlament ganz wichtig gewircht, für auch der Außenrepräsentant, der Madame Mogherini, für der auch hilft, Stellung zu gehen, weil das eigentlich ja am Parlament hier, wir sind nicht den Akteur, der kann Decisionen holen, aber wir können aber dem ganzen Prozess als ein Appui gehen, für dass es dann die richtige Richtung geht, für dass endlich Frieden an dem Land zustande könnt, dass den Frieden nicht nur kurzfristig ist, sondern dass er nachhaltig langfristig ist. Das ist als Lesung, dass da Ruhe herrscht, dass da einen wirtschaftlichen Abschwung könnt, dass doch die Leute, die da wirklich an Misere erleben, all davon betroffen sind, dass die auch wirklich in menschenwürdig Leben können feiern. Den zweiten Sujet ist das neue Aktionsprogramm von der Kommission. Die Kommission stellt immer am Oktober hier ein Programm für das nächste Jahr. Das ist ja ein bisschen auf Verzug geraten, weil eben die Kommission am November gebildet ist, zustande gekommen ist. Dafür hat dann, wie gesagt, die Präsentation vom Programm ein bisschen gedauert. Und das war dann auch das Woche zu Straßburg, wo den Kommissionspräsident Juncker zusammen mit seinen Kommissären, hauptsächlich auch Vizepräsident Timmermans, wo sie vorgestellt haben, wie die Kommission, was sie will, die nächsten Jahre abhaken. Das nächste Jahr hauptsächlich, mehr auch darüber raus, ein bisschen mehr langfristig gedurcht. So nicht direkt von Anfang an. Ich war von der ganzen Präsentation ein bisschen enttäuscht. Es war mit großen Erwartungen durchgegangen. Und bei der Präsentation ist eigentlich mehr zur Sprache gekommen, was dann nicht soll gemacht gehen oder was soll zurückgezogen wie eigentlich klar das Programm, was soll dann die nächsten Jahre gemacht. Wenn ich so zurückziehe, dann ist das die 400 Legislativvorschläge, die am Gang, die Weg sind, die sollen geguckt gehen, die sollen geprüft gehen, ob sie nach Sinn machen, ob nicht Zeit den Prozess angeholt hat, bis 4, 5 Jahre also immer schlummert, wo es nicht richtig viel geht. Da kann es sein, dass Zeit die Probleme angeholt hat, dass nicht mehr aktuell ist, dass es den Zielvorgaben noch nicht mehr entspricht. Das soll geprüft gehen, und das soll auch geguckt gehen, und gegebenenfalls zurückgezogen. 83 mit konkret Proposen gehen ganz intensiv geprüft, ob sie, wie gesagt, die Leitlinien entsprechen von der europäischen Politik die nächsten Jahre. 23 neue Vorschläge sollen kommen. Wir haben sich bei denen, die intensiv sollen geguckt gehen. Da muss ich sagen, dass 2, 3 Sachen, wo ich persönlich betroffen bin, dass einerseits am Transport, die Liberalisierung von den Bodenaufhärtungsdiensten, die bekannten Term Ground Handling, wo alles, was im Boden stattfindet, am Fliegerwesen, wie zum Beispiel die Bagage, Stopptanke von den Fliegern, den Eisen und
se virun. All die Shoppen, die der hut der Propbetreiber sind do ganz stark engagiert. Alles dat soll geguckt gehen, sollt geguckt gehen, méi do awer loch schon ziemlich fest desideiert, dat déi Trecke zugin. Die zweet dat ass am Emploi, do gesäidet bësse besser aus, do gesäidet aus war just eng Legislativproposal Trecke zugin. Dann nach Propositionioun vum Congé de Maternité eng Direktivpropositionioun, die 4 Joer bald 5 Joer lo komplett opbeisleit, wo wirklich schneiich geschiet ass die Lächtjoren, well de Konseil blockéiert. Zur Erinnerung vielleicht just Parlament hat fir hun 5 Joer do in deitlich Signal gesagt, mir hat 20 Wochen Congé de Maternité gefrot, an 2 Wochen Congé de Paternité, also fir Pappen, integral bezuelt. Do wollen Marmorstätten näicht mit vun der Wissen, die sinn vun van Gun net mat op DW gang. An do huet Kommission Juncker lo een Ultimatum stalt, wann an de nächsten 6 Meint net do en deitliche Fortgang ze verzeichnen ass, dann gëtt die dort Direktiv trecke, die Proposition trecke zun an, da kënnt méigerweise eng neii Proposition raus. Also Di gesit, dat sech ganz viel beschäftigt gi mat Zchen Trick zeien. An dat so bessen eis Angst ha am Parlament, dat wann do Trecke zuget, wann do vereinfacht gëtt, dat dann eng ganz paar die Kriterien, die fir eis wichtig waren als Parlament, sewet am Sozialbereich, sewet am Umweltbereich, dat déi méigerweis dann och mat verloren gi. Well wann en Proposition zreck zit, dann we se net wer den dann erwert wat dann lo kënnt. Dat, wo man dann lot op gespannt sinn, wat kënnt vun der Kommission, et soll mi betriebsfreundlich gin, et soll Wirtschaft ukurbeln, et soll Wurstem schaffen, et soll Arbeitsplätze schaffen. Alles dat ass wie gesodere Mennkeier de Credo ha am Haus, wo der wirklich gesot get, dat sind Leitlinien der Zielsetzung fir die nächsten Jahre. Von neuen Propositionen vis-à-vis vom Programm, den Jean-Claude Juncker am Juli vorgestellt huet, ass eigentlich an der Hinsicht net viel Leiits zu erwerden. Digitale Bandemärkte, dat hicht alles wat Telekommunikation als Urheberrechter, awer auch digital abkaufen, mat all den Rechter, die do an musssse bestoen fir de Konsument. Da se en wichtigen Dossier, den lo demnächst soll op den Lech gehol gin noch Propositionen kommen fir die nächsten Joren. Dann natürlich auch eng europäesche Energieunion, eng Energieunion, wo hauptsächlich geguckt wird fir Initiativen fir den Energiemarkt, fir den Remenke integral herzustellen, de bessere Funktionäre vun der europäischen Energieunion. Auch umweltfreundliche Technologien noch an die Richtung kommen. Dann ein neues Steuerkonzept, wo eigentlich an der das etwas auch begrüßen, wo Beneficer do solle versteuert gehen, Steuern sollen do bezuelt gehen, wo Beneficer gemerkt gehen. Ich meine, das ist für uns auch ganz wichtig und natürlich auch gegen Fraude fiskal nach ein Ugoen. Migrationspolitik, der Agenda vun der Migrationspolitik soll op den Dach kommen. Ein ganz wichtiges Sujet, weil im Moment der Flüchtlingsstrom hält ja net op, dat ass ja normal die Leute hunn an denen Länder, wo sie hier kommen, keine Perspektiven, wollen an Europa kommen. Manche Länder sind überfordert, hauptsächlich am Süden, aber an der Zwischenzeit auch Bulgarien, Rumänien, wo ganz viele Flüchtlinge aus Syrien durch die Türkei kommen. Das heißt, alles das muss europäisch gucken, Solidarität muss spielen. Und ich meine, das ist ein ganz wichtiges Sujet, den die nächsten Wochen am Monat wird beschäftigen. Verdeifung vun der Wirtschafts- und Währungsunion als auch noch op der Agenda, also ich mengen dat als auch nach lange doofgeschlossen, noch do muss man vir kommen. Ich mengen dat sinn als Konklusion kann ich just festhalen, dat de Programm is lo net an lechte Konsequenz iwwerzecht huet, mit dat man awer gespannt sind. Wir sind gespannt, weil aus denen Leitlinien kommen ja Propositionen, und ich meine das wat am Endeffekt zielt. Wir haben noch nach dem Luxpreis überreicht, engem jungen polnischen Autor, den Ida, an der das in gesellschaftskritische Film Parlament, wie gesagt, der Luxpreis, den wir vergehen, gëtt immer als Unerkennung für Leute, junge Regisseuren, die dann in dem Moment auch gesellschaftskritisch Filme produzieren. Also ein ganz wichtigen Datum an Termin an unserem Kalender von der ganzen Jahressession. Soweit vu Stoßbech die letzte Woche, wo wir lo noch immer an als Christvakanz, und wir gesehen als dann lo nächste Woche nach am Budget.
Och iwwer die Krchtege, iwwer die Feierdeeg werden Dockhai Sendungen vun neis Weise, wenn mir vor vir uns produzieren. Ich wünsche nicht ein Keier Fe Feierdeeg, gute Rutsch, a bis die nächste Woche.